Die Abenteuer bei Marvel's Avengers gehen weiter mit Kate Bishop, jetzt mittlerweile in der Hauptrolle oder im großen Fokus und ja, ich wollte erstmal darüber hin, in der Hoffnung noch ein neues Item zu bekommen, weil doch die gute Kate noch ein bisschen schwach auf der Brust ist. Das Ganze halt auch nicht so oft teleportieren, ist auch ein bisschen schade. Aber naja. Wäre sonst vermutlich auch ein bisschen overpowered. Ja, du Scheiße. Ja. Kuckuck! Nehmt die Flanke! Der nächste! Fuß ist sogar noch geklappt. Hä? Die Luft angefroren? Ernsthaft? Ah ja, das ist doch klar. Zum Glück haben wir einen Hulky Boy. Wow. Okay, da muss ich anders hoch. Oh. Puh. Wer ist denn unten noch? Also, Hat aber guten Damage. Kamala hat gesagt, sie hätte dich in einem Müllwagen gefunden? Es war ein Wohnwagen. Ein Luxuswohnwagen. Oh, tut mir leid. Ja, du hättest Flipflops angehabt und weitere Einzelheiten habe ich nicht mehr gehört. Huch. So wollte gar nicht. Tja. Tja, Freunde. Ups, so. Haben wir schön zerlegt. Ganz geil. Ja, kann man so sagen. Heißt, wenn sie zurück war, könnt ihr euch erstmal da hin. Ja, komm. Ja, zum Teil verschluckt es sich ein bisschen an den Soundeffekten. Das merkt man schon. Die Frage halt, liegt das im letzten Update, was irgendwie so, naja, offensichtlich keinen richtigen neuen Spiel-Content brach? Ruinieren wir ihn den Tag. Vielleicht ist das nicht deine Stärke. Wir haben noch die Untertitel, ey. Wow! Wow, was bist denn du für einer? Wartet kurz. Jetzt hab ich euch. Später. Und weg ist er. Oh, da vorne ist noch einer. Das Springen geht offenbar auch ohne Teleport, also ohne die Leiste, sag ich jetzt mal, anzukratzen, wa? Das ist natürlich schön. Bin ich irgendwie falsch unterwegs oder was? Oder eigentlich jeweils eine Truhe haben wollte. Ja, Marvel's Avengers, das Spiel, was sich ein bisschen, man weiß recht, was davon halten soll. Also jetzt meine ich halt auch wegen ganzen, ja,
ja, kann man sagen, Bugs, ja und nein. Das erinnert mich ein bisschen von dem, was man so hört von Cyberpunk. Und zwar, ich muss es so sagen, ich selber habe Cyberpunk noch nicht gespielt. Ich wollte das Spiel eigentlich schon mal auf der Wunschliste so haben, aber ich wollte es eigentlich erst mehr dann... ist gar keiner. Erst... Ah doch, da vorne kommt einer. Ich wollte es mir eigentlich erst dann gönnen, wenn ich auch dann mal einen neuen Rechner habe. Was im Verlauf des Jahres passieren sollte. Dann, ja komm, so lange kannst du noch warten, du hast noch andere Spiele, bis dahin zocken kannst. Und dann ist die Vorfreude und so auch größer. Und ja, eben, es ist ja, soll generell ja auch ein geiles Spiel sein, so wie es ja auch angekündigt wurde. Nur hat es eben so mitunter ein paar Bugs, die ja mitunter, ja wie soll ich sagen, einige, solche Bugs zum Beispiel, Grafikbugs, Soundbugs, ähnlich wie hier eben. Das stößt einigen sauer auf und die irgendwie auch, ja, Geld zurückfordern oder sagen, hey, das ist eine Schweinerei. Von Entwicklern, ich sage jetzt extra nicht von welchen Entwicklern. Ich meine, dass man natürlich enttäuscht ist, verstehe ich schon. Ich glaube, man kann es zum Teil auch ein bisschen übertreiben. Wenn ich es jetzt mal so mit dem Spiel jetzt hier vergleiche, was mir eigentlich großen Spaß macht, gewisse Dinge, die mich halt ein bisschen frusten oder so, wo ich mir denke, ja, das Spiel ist noch nicht ganz fertig und denkt man sich so, ja, warum releasen ein Spiel, das noch nicht ganz fertig ist und noch nicht optimiert ist? Einerseits, andererseits denkt man sich vielleicht auch, ja, come on, es könnte schlimmer sein, es gibt Wichtigeres, oder? Ja, es ist halt immer so ein Breitengrad, aber das ist irgendwie, trotz allem, egal ob man es gefusst ist oder nicht, kann man, glaube ich, auch trotz allem noch anständig bleiben. Man muss nicht irgendwie... Voila, so wie das meine ich jetzt gerade mit anständig meinen. Muss ich gerade ausrasten und so und alles schlecht reden und... Ja, aber es ist eben schwierig, sag ich jetzt mal. Gibt auch natürlich auch Momente jetzt hier, beim Spiel hier, wo ich vielleicht gefrustet bin und dann mal schnell etwas sage, was ich im Endeffekt nachher nicht so gemeint habe. Das passiert halt schnell, aus dem Henker. Ich glaube halt, da ist keiner von uns Gefahr, der ist menschlich und so. Hauptsache, man... Hab's gar nicht gesehen. Hauptsache, man bekennt sich dazu und... Ja, versucht natürlich auch besser zu machen. So, ist natürlich die Frage, muss ich noch da hoch? Ich selbst fahre mich jetzt gerade. Darum ist offenbar echt nichts mehr. Dann gehe ich mal den Weg entlang. Da ist der Konvoi. Toni, lenk die Wachen ab. Ich öffne die Käfige. Du musst gegen die seitlichen Schlösser schlagen, um die Schwachpunkte freizulegen. Klingt, als hättest du das schon mal gemacht. Hin und wieder. Sobald sie frei sind, kann Theo sie in den Ameisenhügel zurückteleportieren. Ah, drastisch. Suchen Sie eine Truhe mit Spezialressourcen Mist. in der Nähe. Gut, ich kann ganz kurz warten, bis er mich hochporten kann. Okay, vielleicht nicht gerade so. Hier drüben geht es ja auch. Ah, genau, hier kann man natürlich einfacher hin. Okay, wir sind hier in der Nähe. Schön, ich hole trotzdem erstmal. Hä? Okay, wie soll das funktionieren? Muss ich irgendwie... Ja, so könnte es vielleicht klappen. Ja, so sieht das natürlich schon sehr viel angenehmer aus. So. Ich muss dafür zugeben, auch wenn das Spiel zum Beispiel noch irgendwie ein paar Soundbugs und so hat, es leckt dafür nicht mehr so. Und vor allem das Laden und Speichern, also vor allem das Laden, das geht so verdammt schnell. Das ist unglaublich. Das hat bestimmt wehgetan. Da bin ich.
Okay, alles cool. Die Reißzellen deaktivierst. Ja, mache das. Ich glaube, Kate hat es gerade vorhin erwähnt, kann das sein? Natürlich nicht zugehört. Aha. Hä? Ist mehrere? Okay. Die sind gekoppelt, alles klar. Jetzt muss der vorderste wieder. Ja, okay. Was? Doch nicht? Krass, wie schnell das dazu geht. Okay, du machst es doch lieber so A, B, C, Dann aber von beiden Seiten nie, oder? Den hätten wir jetzt gar gewundert. Nee, ich mach's einfach, ein paar mehr nach vorne. Ah, ja, super. Doch, jede Zelle für sich alleine. Okay, gut. Umso einfacher dann. So. Sag mal. Ernsthaft? Von Seite trotzdem nicht treffen. Ja, wir sind noch relativ lange noch aktiv. Krass. Ja, jetzt zum Beispiel keine Soundeffekte. Hä? Und vorhin haben wir gesehen, wie im Pfeil steckt einfach mal drin. Ein Käfig offen. Bringen wir die Jungs hier raus. Wow! Nicht blinzeln. Ausgangssperre! Du hast es versucht. Zwar nicht mit Nachdruck, aber immerhin. Dann mit Nachdruck, aber immerhin. Katie. Katie. So. Hä? Nicht gereicht? Nope. Mann, Katie, hör doch mal auf mit diesem Abschlussangriff noch. Und das macht 2. So. Du bist dran, Theo. Jetzt habe ich euch. Und für meinen nächsten Trick. Oh, nee, bei dem funktioniert es nicht. Aua. Voll die Mütze gegeben. So. Das hätten wir auch. Dann machen wir mal ganz kurz den letzten natürlich. Wir sollen ganz kurz auftanken. Jo.
Transportloks werden in der Anlage noch mehr Gefangene festgehalten. 3 Wissenschaftler ohne Verbindung zu AIM. Okay, setzen wir die Reise zur unheimlichen Gefängnisfestung fort. Du hast ein paar hübsche Gadgets, Kate. Die sind aber nicht von S.H.I.E.L.D., oder? Ich habe zufällig ein paar Leute von AIM getroffen, die zufällig ihre Sprengausrüstung verlegt hatten. Hab nur ein paar Modifikationen vorgenommen. Praktisch. Kurzstreckenteleporter, Tarnkappe. Überraschend intuitiv. Ja, nicht wahr? Nichts ist besser als AIM mit ihrer eigenen Ausrüstung zu schlagen. Ich liebe brutale Frauengespräche. Täusch mich oder sind einfach ihre Pfeile extrem stark? Und 10 Applaus. Warte mal, da stand irgendwie was, das neue Ausrüstung hätte. Ich glaube hier. Ja gut, auch hier auch. Ne, mir ging es vor allem etwas anderes. Fähigkeitenpunkte hätte ich glaube ich ein paar, war. So, dann machen wir jetzt von allen mal keine Upgrades, weil lohnt sich nicht. Fähigkeitenpunkte 2 neue. Alter Sprintangriff. Ne, machen wir die beiden. Gute Arbeit von allen. Los geht's! Juhu! Und geportet. Ich sehe die Tür. Und jetzt ein ordentlicher Einbruch. Sieh mal! Schlaft euch aus! Jetzt habe ich euch! Was? Das Aufwärmen ist vorbei! Okay, ja, der ging doch sehr schnell zu Ende. Krass. Richtig gesehen, ich habe wieder neue Ausrüstung bekommen, einen neuen Pfeil, war. Ja gut. Klar, der hat noch irgendwie einen Boost drauf. Na gut, komm. Effekte sind eigentlich immer cool. Ja, wo sind die anderen? Nee, so wird das nix. Also sind wieder... Okay, wie schnell müssen die alle aktivieren? Aha. Jo, so geht es natürlich einfach. Warte mal. Ich habe B. A ist da oben, okay. An Zielen wäre vielleicht auch mal etwas. Was? Sag mal. Seid
für unseren großen Auftritt. Hoffentlich sind wir richtig angezogen. Oh, hast du es nicht gehört? Der heutige Dresscode lautet Aim in Pain. Gott, ist das furchtbar. Och, ich liebe es. Das wundert mich weniger, Toni. Das wundert mich weniger. Aim in Pain. Catherine Elizabeth Bishop, Tochter von Derek und Eleanor Bishop, Privatdetektivin und freiberufliche Shield Agent. Was für ein Stalker. Kann er uns hören, Jarvis? Wir haben Top-Informationen über Sie, Avengers. Ah, gut. Dann solltest du dich jetzt verziehen, Aufzugstimme. Sterben Sie nicht, bis wir uns persönlich sehen, Miss Bishop. Sterben. Ich bin zu hübsch zum Sterben, Baby. Du hast recht. Dieser Getz ist ein Widerling. Aber Kate ist immer schlagfertig. Das Überraschungsmoment haben wir wohl verloren. Ab jetzt stoßen wir überall auf Widerstand. Oh, das will ich hoffen. Erst befreien wir die Wissenschaftler, dann finden wir Getz. Ja, servus. Auf den Präsentierteller! Achso. Ich dachte zuerst wäre Toni im Hulkbuster. Du wolltest es so. Oh, ist es vorbei? Okay. Wo sind die Schalter zum Aktivieren? Soweit schon mal nix. Ah ja. Schade. Retten. Rette sich, was zu retten ist, oder was? Okay, Quantenturbo ist auch verfügbar. Ja, das ist die Truhe, zu der ich gerne möchte, aber irgendwie finde ich keinen... Ach so, der hat nur einen. Ja, umso besser. Ups. Der falsche Teleporter. Das nehme ich gerne, vor allem da wir jetzt zum nächsten heißen Battle befinden. Zumindest sieht es nach aus. Okay. Der ist sehr schwach, der kann weg. Kann mich eigentlich hier durchteleportieren. Schade, das geht nicht. Wäre vielleicht schwierig nachher zu definieren, wo man landen sollte. Kann ich ja zum Teil verstehen. Ui. So. Übrigens, im Gegensatz zu anderen Games wird Marvel's Avengers eines der Spiele sein, der wenigen Spiele, bei denen ich nicht immer vorab aufnehmen werde. Allein schon deswegen, weil ich eigentlich in der Regel nur 2 bis 3 Folgen pro Woche bringe, aber vor allem auch wegen den ganzen Updates, die ständig kommen. Und eigentlich hoffe, ja, dass irgendwann mal vielleicht eine sehr, sehr stabile Version dabei ist. Wir haben das Labor erreicht. Das Gefängnis. Alles eben. Avengers, holt uns hier raus! Bitte! Irgendwo müsste eine Konsole sein, um die Barrieren abzusenken. Bringen wir diese Leute hier raus. Danke, wir wollten Ihnen nicht helfen. Sie haben uns gezwungen. Okay. Das wissen wir. Alles ist gut. Was mussten Sie für Getz tun?
experimentelle Roboter bauen. Wir haben diese merkwürdige Tech integriert, die sie von irgendwoher hatten. Die wissen gar nichts. Sie vergeuden ihre Zeit. Das war der Hulkbuster. So gesehen keine Chance. Wo habe ich etwas, mit dem ich das deaktivieren kann? Irgendeine Vorrichtung muss es geben. Halt, kannst du ablegen langsam, Kumpel. Ja gut, sieht irgendwie ein bisschen besser aus. Was haben wir hier Schönes? Das wird einfach. Aha, wir sind nur einer am anderen. Seid ihr bereit? Bringen Sie sich in Sicherheit. Wir kümmern uns um Gets. Nicht beeindruckend. Das kommt von mir. Anlegt. Links der Kumpel. Ah, der ist schon tot. Okay, gut. Sich das schon mal geklärt. Dann Wissenschaftler 2 und 3. Dafür muss ich auch erst einmal die Terminals aktivieren. Dann nicht mehrere zusammen, muss immer einen nach dem anderen machen. Naja. Ja, servus! Redundant? Du kannst dich nicht ewig in deinem Labor verstecken. Aua! Oh, das hat weh. Ja, aber kannst versuchen. Sag mal. So, und der letzte noch. Moment, wir haben ihn gleich. Dann können wir vielleicht auch mal die Folge noch zeitig beenden. Du. Geheimwaffe! Du hast deine Wissenschaftler verloren, Gets. Ist er weg? Aha. Hey Jarvis, wie voll ist der Quinjet? Ah, schon wieder. Mann, das nervt. Was hast du vor, Kate? Oh, wir schnappen uns Dr. Getz und nehmen ihn mit. Ich lasse ihn auf keinen Fall mehr entkommen. Du bist wirklich ein Hawkeye. Geh voraus. Sie ist wirklich ein Hawkeye. Ja, das hoffe ich auch ein bisschen. Einfach echt schade, dass zum Teil die Animation, also die Soundeffekte fehlen. Zum Teil sind wieder da, ist so voll creepy.
Vielleicht kann ich es noch ein bisschen verbessern. Warte mal, ich mache mal Speicherpunkt neu laden. Manchmal hilft es ja. Die gehören mir! Alle! Ja, jetzt aber relativ viele Soundeffekte. Coole Moves von mir! Ja, sind nicht schlecht. Doch da entlang, ja. Die mal schön zerteilen. Was haben wir hier Schönes? Ah, da hast keine Effekte drauf, okay. Etwas besseren Bodysuit. So, was haben wir hier Schönes? So wie es aussieht, nichts Besonderes auf. Ne, schade. Also neues Level Up. Jo, hat sie auch schon. Was können wir ihr noch geben? Hm. So, sagen Freunde, musste gerade kurz niesen. Ja, Was Passives wäre eigentlich gar nicht schlecht. Wo ich dann auch nicht allzu viel falsch machen kann. Okay, das ist eigentlich doch gut. Beim Sprinten, so mache ich es eigentlich während des Entgehens. Okay, schwerer Ausweichangriff. Da können wir noch mal versuchen. Gewalt ist so banal. Aber ich hatte von Hawkeyes Schützling nicht mehr erwartet. Mal sehen, was meine banalen Pfeile auf deinen Doktortitel machen. Glauben Sie wirklich, Sie könnten mich mit einer Waffe aus der Steinzeit besiegen? Oh, du hast mich mit diesem Outfit schon selbst besiegt. Gib auf, dann tut's nicht weh. Ich würde auf sie hören. Ich habe Angst. Dabei ist sie auf meiner Seite. So selbstsicher wie immer. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, du Idiot. Sie hätten die Wissenschaftler begleiten sollen, Bishop. Tut mir leid, das ging nicht. Weißt du, ich hab da diesen Pfeil mit deinem Namen drauf und Wow, das war knapp. mit allem drum und dran. So. Es reicht. Auszeit. So, Freundchen, jetzt reicht's aber. Action, Action, nix als Action. Wo war halt niemand? Ah, da. Zeit für das schwere Gerät.
Ja, war ja klar. Dann haben wir was anderes. Macht Pause! Oh, scheiß Flammenwerfer. Wartet kurz. Jetzt hab ich euch. Springt für mich ein. Ich muss auf das Kampf gehen. Oh oh. Ich hab's heute aber drauf. Ach, so einer schon wieder. Also schon am Boden. Okay, der Kampf ist echt ein bisschen heftig. Hier ist ein Energie. Mich hat's erwischt. Vorderseite geht er vor allem auf mich los. Seht nicht direkt in den Streit, Kinder! Hätten der noch raus? Wir haben ja gar keine Leiste. Sind die auch ein Bug, der plötzlich aufgetaucht ist oder was? Guck mal. Ist noch so einer aufgetaucht, wa? Und Bishop schlägt König. Schachmatt, Doc. Bringen wir ihn zurück aufs Schiff. Bereit zur Evakuierung. Alter. Das war krass. Setzen wir ihn an der Substation ab. Vielleicht kann Maria was aus ihm rausholen. Dr. Grusel wird garantiert singen. Toll. Ich war lange nicht mehr im Konzert. Viele von uns nicht, Tony, viele von uns nicht. So, warte mal. Können wir sonst sogar mitgeben? Zeichner Bogenschützin. Okay, ja, das können wir machen. Ausrüstung. Irgendwas Spezielles. Da habe ich irgendwie mal das Gefühl gehabt. Mal den und mal den machen. Geben mal den. Ja, komm. Endlich mal ein epischer. Obwohl er nur 12 hat. Also 12 natürlich jetzt im Vergleich zu ihrer aktuellen schon cool. Aber naja, ein paar Dinge fehlen halt doch. Warte mal, ich kann einen schon mal freischalten. So. Ich meine natürlich im Vergleich zu den anderen Avengers, die sind irgendwie schon bei 20 oder 30 rum sind. Das ist bei ihr eher... Oh, typischer Stil. Kann man nehmen, oder? Ist noch gesperrt, der Gute, alles klar. Gut. Mal kurz weiter, damit wir eigentlich wissen, was uns als nächstes erwartet, nicht wahr? Also, Gats, wie gefällt dir dein Quartier? Sind Sie hier, um mich zu verspotten? Ich schon. Aber wir können auch zur Sache kommen, wenn du willst. Maria? Dr. Getz, wir kennen Ihre Position innerhalb der Hierarchie von AIM. Wenn Sie meine Degradierung meinen,
Das ist eine Racheaktion dieser Harpy Rappaccini. Oh, Monika ist mit dir also auch nicht zufrieden. Sie mochte deine kleine Tachyon-Katastrophe nicht, richtig? Ich habe nie was von Tachyon gesagt. Oh, komm schon. Die Stürme, enorme Strahlungsspitzen. Das ist dein Werk, oder? Wahr. Meine Arbeit war nie derart instabil. Was Rappaccini vorhat, ist gefährlich, selbstmörderisch. Jetzt holt mir einen Anwalt. Ja. Oh, tja, das wird wohl nichts. Spielt auch keine Rolle. Ich habe bereits dein Gesicht gescannt. Eine kleine 3D-Simulation und deine Sicherheitssysteme werden mein Getzköder für echt halten. Ich verstehe, warum Rappaccini an Ihnen interessiert war. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend. Was meinst du mit interessiert? Sie hält ziemlich viel von Ihnen und dem anderen Hawkeye. Schade, dass Sie auf der falschen Seite stehen. Im Moment würde ich sagen, meine Entscheidung war richtig. Ich sitze nicht in einer Zelle. Wir sind fertig. Wachen. Lass sie nicht an dich ran. Diese Typen wollen dich nur irritieren. Ja, vielleicht, aber ich muss der Sache nachgehen. Wenn AIM Clint überwacht hat, muss ich wissen, was sie haben. Tja, wir könnten helfen. Ich kenne eure Prioritäten. Clint war keine davon. Schon klar. Wenn die Avengers eine Welt retten müssen, kann man sich nicht um alles kümmern. Aber ich lasse meinen Freund nicht im Stich. Ich bin bald wieder da. Guter Schuss. Tja, das Atmen macht den Unterschied und ein paar andere Sachen. Ich glaube, ich weiß, warum du hier bist. Entweder kriege ich Ärger oder... Wir müssen uns bei dir entschuldigen. Wir haben alle Fehler gemacht und waren nicht für dich da, als du uns am meisten gebraucht hast. Cap, du warst ein Gefangener. Du musst dich nicht entschuldigen. Doch, muss ich. Ich habe dem Team nicht gesagt, wie es ohne mich weitermachen soll. Außerdem hätte ich das längst offiziell sagen müssen. Du hast dich als Avenger bewiesen, Kate. Wenn du uns noch willst. Als Kind habe ich davon geträumt, dass du das sagst. Und ich wollte ein Flugzeug aus Kaugummikugeln steuern. Ich hoffe, das ist ein Ja. Zumindest für den Moment. Auf alle Fälle kann sie besser schießen als ich. Das ist schon mal etwas. Ikonische Missionsreihe verfügbar. Sehr gut. Sehen wir doch schon mal gerne. Das Rock-Outfit. Ja, wie es mit ihr und Clint bzw. Hawkeye weitergeht, wird sicher noch eine Frage für sich sein. Natürlich auch mit ihrem Quartier auf der Chimera. Eigentlich gibt es ja bloß ein Quartier für Clint, also für Hawkeye. Und auch wenn sie oftmals auch als Hawkeye behandelt wird oder gehandelt wird, eigentlich ist ihr Codename ja Bishop und nicht wirklich Hawkeye. Aber das ist ein anderes Thema. So, was wir sonst noch machen können, natürlich hier unter Upgrade, da sind sogar noch, da sind noch Thor und Widow. Interessant, neue Missionsreihen zu annehmen, jo. Das und vieles mehr, Freunde, aber dann doch erst in der nächsten Folge. Für heute soll es gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Marvel's Avengers. Kapitel 2, Operation 2 oder irgendwie so. Naja, einfach der zweite Teil, DLC-mäßig und so. Mit Kate Bishop. Bye bye.